19 Minuten vor der 7. Es ist Freitag, mir gegenüber die Lindsay Vonn von der Comedy. Schön, Mario. Sehr schön. Genau. Es geht bei ihm so tief in die Fleischwunde von Baldi Miller, gestern Fabian Unterreger. Morgen. Guten Morgen. Sind wir ready? Absolut. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Was hat beschäftigt durch die Woche? Wir waschen es noch eine Stür. Es war eine brisante Politwoche gewesen. Gerade 2 Bundesrätinnen sorgen für Kopfschütteln. Evelyn Wittmer-Schlumpf überrascht mit der Aussage, dass wir ja scheinbar schon ein paar Monate wieder über Europa abstimmen. Und die Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga bekommt vom EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein saftiges Mönchi auf die Backe. Roger Köppel, politisches No-Go. Schmusen im Zuger Kantonsrat, Schmusen mit einer Bundesrätin. Um was geht's? Kaum läuft 50 Shades of Grey in den Kinos, rappelt's überall. Tatsache ist aber, die Weltwoche hat aufgedeckt, dass der Jean-Claude Juncker sich nur darum billig an Sommaruga angemacht hat, weil er gern aus der EU flüchten A. und B. Schweizer Bürger werden will. In einer Ski-Ehe mit der Sommaruga würde er nach 5 Jahren den Schweizer Pass bekommen. Und ja, wer weiss schon, wie das wirklich war mit dem Kuss, wie er das gemeint hat. Auch gestandene Politfüchse wie ein Felix Gutzwiller können da nur noch ein bisschen spekulieren. Gut, gesehen, gesundheitlich, rechtlich, politisch, kein Problem. Solange es nicht der Kuss ist vom Dominic Strauss-Kahn. Oh, und jetzt hier, Bastien Giraud, wieso habe ich bei diesem Thema schon fast mit euch gerechnet? Ja, jeder hat seine Kernthemen und Kompetenzen. Item, wir Frauen sind übrigens gegen solche billigen Anmachversuche. Das ist ganz klar sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das ist doch eine außergewöhnliche Situation. Ich meine, Christoph Blocher, der hat ja wirklich schon alles gesehen politisch, aber so etwas glaube ich noch nicht. Oh, muss ich das sagen? Boriani, stellen Sie sich mal vor, wenn ich damals am Wiener Kongress jedem Weib einen Kuss gegeben hätte. Von Maruga, Schmus mit der EU, die anderen Zetschke, mit der neuen Masseneinwanderungsinitiative, Abstimmung. Kaum loppen die Weiber allein ins Ausland, schon machen Zeich. Es wundert, dass sie überhaupt das Ausland gefunden haben. Ja, gut. Aber dort im Ausland, auch ganz spannend, unterwegs ist ja der Roger Federer mit dem Tennisexpert und Kommentator Heinz Günthardt. Ja, Roger, ich frage dich, du kennst dich ja mit dem Küssen von Fetten, wie der Pokal. Ja gut, da ist klar, Heinz. Zuerst ein harmloser Kuss und im nächsten Moment bist du Vater von 7 bis 8 Kindern, oder? Frag noch mal den Boris Becker. Ja gut, er fragt auch mich. Gut, mal schauen, was noch wird aus dem EU-Kuss für die Schweiz, oder? Das Ganze hat ja auch etwas Romantisches. Fast ein bisschen dein Fachgebiet, Fernsehbachelor Vujo Gavric. Siehst du es, Mario? Ich muss sagen, Simonetta, also, ihr hätte ich sicher eine Rose gegeben. So eine krasse Sache, ist es nicht mal mit der Melanie, dir am ersten Date gegangen mit mir. Zum Glück ist Freitag.